Der Sascha kommt dahinter, wer das ihm zu der Operation verholfen hat und schimpft ein wenig mit der Rosi. Schließlich sagt er ihm noch ein Dankeschön zu der sein Jumpsterer. Kathi und der Flori deren bei einem Judo-Kurs mit und danach überfällt eins das andere, das sehen, wer's besser kann. Ein Gerstl stinkt er recht, weil sein Gspusi einen anderen heiratet. Und drum verschlammt er das Backe mit den Rachmeider für die Wirtsleut, so dass im Wirtshaus schirgert kein Silvester nicht gefeiert werden kann. Uri spart sich aber mit ihm im Keller ein und redet ihm recht gut zu und durch das wird er wieder lustig. Uri und der Felix möchten das Musimacher der lernen. Und sie glaubt, er kann's schon recht gut, aber dabei hat er das Schäd vom Netz runtergespielt. Also müssen's weiter exerzieren und das geht recht zach her. Sarah lässt ihren Brüdern keine Ruhe nicht bei der Arbeit und dann fällt auch noch die Sicherung aus und es ist keine mehr im Haus. Dabei hat aber der Flori schon einen nachgekauft und wie er heimkommt, schrauft er's rein. Der Gerstl sieht, dass die Leute neuerdings mit einem Stopsee im Ohrwaschel telefonieren und versucht das auch, aber er stellt sich recht blöd an dabei und kommt hinten und vorn nicht zurecht damit. Ein Viechdoktor, seine preußische Tochter, macht Yoga mit der Annalena und von denen kriegt's ein brandige Plaudern und wird auf Silvester mit Sanka als Spital eingeliefert und feiert dort mit ihren Freunden. Danach geht's zum Spickern mit Chris und mit der Sarah, aber mit derer wird's nicht warm, weil's auf den Chris scharf ist und die steht ihr im Weg. Die Rosi möchte beim Neujahrsempfang eine Rede für den Wahlkampf halten, aber das Zwiefel verhindert das.